manchmal haben wir da ein sehr enges Bild und sagen, ja, Mission, und da kommt das Bild irgendwie, ich bin in Afrika und stehe auf einem Kistchen an einem Bahnhof und predige das Evangelium. Und das ist Mission. Aber das ist einfach ein Aspekt von Mission. Und wenn ich mit dem jetzt vielleicht nicht so viel anfangen kann, dann gerade mit dem ganzen Thema Mission abzuschliessen, das wäre ein bisschen schade. Da verpassen wir etwas. Vielleicht habt ihr durch den November schon unsere Miniserie mitbekommen, die wir in der Hauskapelle von Campus für Christus gefilmt haben. 2 ganz spannende Sendungen sind das geworden schlussendlich. Und im letzten Jahr, wo der Poppy zusammen mit der Christine Schliesser über das ganze Friedensthema geredet hat, ich glaube, das setzt sich gerade an Anfang für nochmal als Empfehlung, dort hier reinzuschauen. Und heute jetzt gehen wir mehr rein ins Programm. Jetzt geht es ja wirklich langsam ernst, noch einen Monat. Und nachher werden die Leute in die Swiss Life Arena reinströmen, hoffentlich ganz viele. Das ist das, wo man jetzt natürlich darauf herfiebert schon. Und da schaue ich schon den Marc Barrett an, der programmverantwortlich ist von der Explo. Und gleichzeitig auch heute dabei Tamara Boppard, die bei Central Arts ganz viel wird dazu beitragen und gestalterisch, kreativ dort hier im Hintergrund am Arbeiten ist. Ich freue mich sehr, heute ein paar Aspekte noch zu beleuchten vom Programm. Was kommt da genau auf uns zu? Herzlich willkommen. Danke. Ja, aber zuerst fangen wir mal noch an mit dem Thema, das ihr gesetzt habt, wie im Himmel, so auf Erden. Haben wir inzwischen mitbekommen. Es gibt eine Podcast-Serie auch, oder speziell über diese Thematik gemacht. Wie seid ihr eigentlich überhaupt auf das Thema gekommen, Marc? Es kommt natürlich von dem Gebet von Jesus, das bekannt ist, wo er sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Und er bezieht das auf «Dein Reich komme, dein Wille geschehe». Also da geht es um die grosse Bewegung, wo Gott am Tun ist, dass auf der Erde immer mehr Himmel eben passiert. Und das ist für uns ein wesentlicher Aspekt von dieser Expo, dass wir uns dort einklinken wollen, dass wir sagen, hey, wir sind nicht die, die es machen, wir können nicht den Himmel auf die Erde bringen, aber wir sind die, die sagen, wow, da ist Gott etwas am Machen, wir wollen uns da einklinken. Auf verschiedene Art und Weise. Und ich wünsche mir, dass an der Expo das passieren, dass wir wirklich ganz viele von uns das nochmal ein Stückchen mehr herausfinden. Hey, wo ist denn mein Platz? Wo kann ich mich in diese sehnsüchtige Bewegung von Gott auf uns Menschen zu einklinken und ein Teil davon sein und mitmachen, um Gottes Liebe in mein Umfeld hineinzubringen. Was hat das dann bedeutet, so bei der Programmgestaltung ganz konkret? Wenn du das als Basis hast, mal, okay, das ist unser Herz, dort wollen wir her, wie du dann Leute anfragst oder eben Programmteile zusammenfügst, mehr und mehr für dich als verantwortlich in diesem Bereich? Ja, es ist ganz wichtig, um zu zeigen, dass es ganz unterschiedliche Arten gibt, um sich zu beteiligen an dieser Mission von Gott. Manchmal haben wir da ein sehr enges Bild und sagen, ja, Mission, und da kommt das Bild irgendwie, ich bin in Afrika und stehe auf einem Kistchen an einem Bahnhof und predige das Evangelium. Und das ist Mission. Aber das ist einfach ein Aspekt von Mission. Und wenn ich mit dem jetzt vielleicht nicht so viel anfangen kann, dann gerade mit dem ganzen Thema Mission abzuschliessen, das wäre ein bisschen schade. Da verpassen wir etwas. Und darum haben wir gesagt, wir müssen unbedingt zeigen, was alles Mission ist, was da alles dazugehört. Weil dann haben wir die Möglichkeit, dass Leute, die vielleicht sagen, du, mit dem eher engen Bild von Mission kann ich nichts anfangen. Aber wenn sie sehen, da gibt es andere Menschen, die haben auch das Bedürfnis, zum Gottes Liebe weiterzugeben. Die leben das aber ganz anders, vielleicht auf eine Art, die mir mehr entspricht, dass sie dort sich wieder einklinken und sagen, hey, ja, mal so möchte ich auch dabei sein, so möchte ich auch missionarisch in mein Umfeld hineinwirken. Mhm. Und du bist ja sonst, glaube ich, mehr im Staff von Campus für Christus für Athletes in Action zuständig und auch Family-Themen sind auch bei dir. Also jetzt hast du darauf aufgepackt oder bist du freigesetzt worden, nur noch für Explo ein Zeitchen? Ja, genau. Also Athletes in Action habe ich jetzt tatsächlich abgegeben vor 2 Jahren und das ist dann gerade nahtlos übergegangen und habe dann wirklich jetzt seit 2 Jahren sind wir dran, um da wirklich ein vielseitiges Programm zusammenzustellen, das interessant ist, das irgendwie an dem anknüpft, wo wir schon kennen. Das ist nicht jetzt ganz etwas Neues. Es ist immer noch Explo, so wie wir es kennen. Und gleichzeitig hat es aber auch neue Aspekte drin. Und ich hoffe wirklich, oder ich bin überzeugt, dass es uns gelungen ist, ein Programm zusammenzustellen, wo jeder, der an die Explo kommt, irgendetwas mitnehmen darf, das auch leicht neu ist oder leicht irritiert oder sagt, aha, wow, so habe ich jetzt das noch nie angeschaut, aber es ist auch noch spannend. Vielleicht könnte ich
das auch noch aufnehmen in mein Gottesbild oder die Art, wie die Person seine Gottesbeziehung pflegt, da könnte ich mir auch noch eine Scheibe davon abschneiden. Ja. Ich glaube, das ist uns wirklich gelungen, so ein Programm zusammenzustellen. Okay, cool. Also wir gehen dann auch noch ein bisschen genauer hinschauen, wer seid ihr da jetzt für Referenten schlussendlich auf der Bühne, die ihr zusammen dort genommen habt oder wo ihr eingeladen habt. Aber ich würde jetzt mal gerne überschwenken zur Musik. Musik allein ist es ja nicht. Das ist Central Arts, umfasst natürlich deutlich mehr als einfach, wir machen zusammen Musik und so. Sondern eben, was ist das für dich vor allem, wo du jetzt im Moment dran bist, Tamara? Hey, wir haben einfach den Auftrag gefasst, als Central Arts eigentlich alle künstlerischen Elemente von dem Programm zu gestalten. Und das ist Musik, aber das ist auch Theater, das ist auch Bewegung, das ist auch Chor, also ganz viele verschiedene Aspekte, die wir da gestaltet. Und wir sind nicht allein Central Arts, wir haben 2 Kunstministries, eigentlich, wenn man es so sagen will, unter unserem Dach. Das ist Central Arts, wo so mehr im Pop daheim ist. Und dann haben wir ja auch noch Crescendo, wo in der Klassik und im Jazz daheim ist, unter unserem Dach bei Campus. Und auch die werden einen Teil gestalten und mit einem ganz anderen Fokus etwas Künstlerisches beitragen zu diesem Programm. Und was ich spannend gefunden habe, Marc hat vorher gesagt, wir können den Himmel nicht auf die Erde bringen. Es ist nicht unser Job. Aber ich glaube, dort haben Musikerinnen und Musiker oder Kunst allgemein, natürlich können wir den Himmel nicht auf die Erde bringen, das werden wir auch nicht machen in diesem Programm oder schaffen. Aber ich glaube, was Musik oder die Kunst manchmal schafft im Programm, ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, den Vorhang so möglichst dünn zu machen oder so ein bisschen auf die Seite zu schieben, oder dass man so ein bisschen einen Funken oder so ein bisschen einen kleinen Einblick von dem Himmel auf Erde spüren oder erfahren. Ich glaube, das ist oft, was passiert in dem Moment, wo etwas Kunstvolles, wo Musik passiert, wo so ein bisschen ein Zauber da ist und wo man hoffentlich, das ist die Hoffnung, oder? So ein Spürchen von Himmel auf Erde gleich schon erlebt. Ja, das ist ja fast ein bisschen der Kunstbereich, kann man sagen, ist der, wo man ein bisschen den Kopf oder so sollte können, ja, in den Hintergrund treten oder die Zügel ein bisschen loslassen. Vielleicht trifft es vielleicht nicht schlecht, oder? In einen Zustand kommen, das ist das, was du ein bisschen meinst, oder? Ich glaube, ja. Wir sind ja ganzheitlich als Menschen. Und wenn man jetzt nur saugute TED-Talks und Inputs hat, dann würden wir mit so einem Grind heimgehen, was ja spannend wäre, wahrscheinlich. Aber manchmal helfen so künstlerische Fenster ja auch, Sachen zu ordnen oder durchzuschnaufen oder mit dem Herz irgendwo hineinkommen. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass das Programm eben auch ganzheitlich ist und nicht nur auszuhören und nachdenken besteht. Es würde eigentlich schon etwas Entscheidendes fehlen, wenn Central Arts nicht wäre gekommen, oder? Auf jeden Vor Fall. ein paar Jahren. Auf jeden Fall. Habe ich auch das Gefühl, es hat schon noch irgendwie noch so auch eine andere Gewichtung reingegeben, habe ich so den Eindruck, so wie ich euch erlebe. Das muss ich natürlich jetzt sagen, aus meiner Position. Nein, auf jeden Fall. Was wir ja versuchen, ist einfach, uns immer wieder auszustrecken nach frischen Formen, nach neuen Sachen. Wie kann das passieren? Wie können wir das erleben? Wie können wir Musik, wie können wir Anbetung, wie können wir Worship nochmal frisch denken, nochmal anders denken? Und das ist unser Job und das tragen wir gerne rein. Mhm. Und was man schon hat gehört, munkeln, oder ja, der hat ja Aufrufe auch natürlich müssen machen, logisch, dass so ein Chor, ein Megachor, könnte man schon sagen, da üben ist und dass das wahrscheinlich eine krasse Geschichte wird, ein Friedenschor. Ich glaube, wir können die Sachen schon offenlegen und verraten, gell? Da ist nichts davon auf jeden grosses Fall. Geheimnis. Ja. Da gibt es nichts zu verheimlichen. Ja, Friedenschor und der ganze Friedensabend ist ein grosser Fokus. Also wir haben Singer, Songwriter im Sommer schon, Herbst, beauftragt, um Lieder zu schreiben. Wir haben sie zusammengenommen. Die Lieder sind entstanden, sind geschrieben worden zum Thema Frieden. Die sind arrangiert worden für Chor und der Chor hat jetzt schon lange angefangen mit Proben. Die sind fleissig dran. 250 Sängerinnen und Sänger, die ganz viele Lieder zum Frieden einstudieren. Und dann gibt es eine Arbeit, wirklich eine vielfältige Arbeit, wo wir dem auf die Spur gehen, musikalisch, aber nicht nur musikalisch, sondern wo wir wirklich auch Stimmen hören, biografische Geschichten, Elona Proi aus Albanien, Lydia Liechti aus dem Libanon,
Wir sind sogar gereist. Wir sind in die Ukraine gereist, haben geschaut, wie fühlt es sich an einem Ort, wo kein Frieden ist im Moment, sondern das Gegenteil. Und weil wir ja uns nicht anmassen zu diesem Thema, irgendetwas einfach so rauszuhauen, hören wir auch einfach diesen Stimmen und diesen Geschichten zu tun von Menschen, die etwas zu sagen haben zum Thema. Und die sind Teil von dieser Friedensarbeit. Und ist es dann so, dass jetzt bereits bestehende Lieder, wenn mir kommt in den Sinn von Kreuzweise, die ich schaue, ist zum Beispiel der Joni Schmidt, oder, hat er den Song gebracht, doch mit dem Frieden für die ganze Welt, oder? Genau. Fließt das wieder ein, oder hat er wirklich gesagt, es gibt neue Inspiration für die Explo? Es gibt weniges Bestehendes, so viel kann ich sagen, und ganz viel, was wirklich jetzt neu entstanden ist oder noch am Entstehen ist sogar auf die Explo hin. Aber es wird auch Melodien geben, die man kennt und wo man auch mit einstimmen kann. Genau. Und dann ganz viel Neues. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Sehr gut, da sind wir gespannt. Und jetzt möchte ich gerne wieder zu dem überschwenken, eben zu, wie hast du gesagt, TED-Talks und wir brauchen auch den Teil, wo uns auf der Denkensebene einfach weiterführen, inspirieren und so weiter. Was ist dort hier so das, was du würdest streichen jetzt von denen, die ihr gewinnen für die Explo? Es ist schon schwierig, da so ein bisschen jemanden rauszupicken. Ich persönlich freue mich sehr auf den Bruder Hayden Williams. Er ist ein Franziskanerbruder und er hat eine ganz spannende Mischung aus Kontemplation. Also in seiner Gemeinschaft leben sie viel auch Stille und einfach das kontemplative Gebet. Dann hat er gleichzeitig etwas sehr Charismatisches, also so pfingstlerisch charismatisch. Und er ist ganz, ganz nah bei den Menschen. Und das finde ich eine super spannende Kombination. Also er hat zum Beispiel während Corona hat er sich in einem Gefängnis einschliessen lassen, weil er ist immer die Gefangenen besucht und dann ist das auf einmal nicht mehr gegangen wegen Corona. Also hat er gesagt, ja, in dem Fall muss ich in das Gefängnis. Und wir haben ja manchmal das Gefühl, ohne Straftat vorher zu begehen. Genau, ich glaube, wir haben nicht müssen noch jemanden abschlagen, dass das klingt. Ja, genau. Aber manchmal denken wir ja, es ist entweder das Kontemplative und dann denken wir irgendwie an Mönche, die zurückgezogen sind, oder es ist das Aktivistische bei den Menschen, für die Menschen da sind. Und ich glaube, eben, es ist beides. Er verkörpert das für mich wunderbar, dass das nicht sich ausschließt, sondern im Gegenteil, dass sich das befruchtet, dass eigentlich erst durch die Begegnung mit Jesus, die wir haben oder die wir immer wieder haben, wir den Antrieb bekommen, um in unser Umfeld hineinzuwirken. Und das wollen wir ja bei der Explo. Wir sagen nicht, hey, es müssen jetzt einfach alle unbedingt etwas mehr machen. Und ich glaube, das wäre der falsche Ansatz, sondern es ist eher das, was Tamara gesagt hat, hey, wir wollen so Begegnungen ermöglichen. Wir können es nicht ganz machen, aber wir können Räume kreieren, Räume schaffen, wo es einfach ist, wo wir näher sind an so einer Gottesbegegnung. Und das soll passieren. Leute sollen Jesus begegnen und aus dem heraus dann die Energie, die Motivation schöpfen, um in ihr Umfeld aktiv zu werden. Und ich finde eben, der Hayden Williams, er steht für mich für das. Ja, das ist jetzt so sehr stark einfach eure Grund-DNA, oder? Reflecting God's Love, wo mir denkt, das spürt man hier auch wieder. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Pastor Lia, die möchte ich auch noch erwähnen, das ist sicher eine ganz spezielle Story. Sie leitet die Heart of God Church in Singapur. Und das ist wirklich innerhalb von ein paar Jahren ist aus einer kleinen Gruppe von Teenagern ist da einfach eine Mega-Church entstanden, und zwar alles mit jungen Leuten. Also das sind irgendwie 6'000 junge Leute, wo junge Leute eben auch die Verantwortung dann haben. Also wird jungen Leuten sehr schnell Verantwortung übertragen und der 14-Jährige wird dann, sobald er ein bisschen Jesus kennengelernt hat, ein bisschen gefestigt ist im Glauben, kommt er gerade schon wieder Verantwortung über und darf eine Gruppe mit, ich sage jetzt das einfach als Beispiel, mit 12-Jährigen anleiten und kann dabei Fehler machen und lernen und dazulernen. Und einfach, da ist eine Jugendbewegung entstanden, die ich mega cool finde. Und natürlich, es lässt sich nicht 1:1 dann
gerade in unseren Kontext übertragen. Es ist asiatisch, es ist anders. Und trotzdem, es zeigt, wie auf der ganzen Welt Gott am Werk ist und Sachen passieren. Und im Rahmen von dem hat sich jetzt da auch schon eine kleine Gruppe gebildet, von Leuten, die sagen, hey, wir sind eigentlich in der Schweiz genau an dem dran. Bei uns kommen auch junge Leute zum Glauben, neu zum Glauben. Und wir wollen auch auf das setzen. Wir wollen auch mit jungen Leuten sie einbinden. Nicht einfach, ja, da ist wieder eine neue Generation, die sollen wir machen, sondern wir wollen mit ihnen zusammen Gottes Reich bauen. Und die sind jetzt gerade letztens bei uns in Zürich gewesen, haben sich getroffen und haben zusammen auch austauscht und besprochen, wie könnten wir denn das auch gut in die Schweiz übertragen, das was wir da sehen bei dieser Kirche von der Pastor Lia. Okay, also wenn ich mich genauer informieren will, ist klar, explo.ch finde ich die Infos. Dort hier habt ihr auch zum Beispiel drauf noch so ein paar Aspekte, ja, wenn sollte ich dann wirklich an die Explo kommen, also so typisch für eine Konferenzseite, aber einfach so, dass du möchtest entdecken, dass Einheit und Verschiedenheit einander nicht ausschließen. Nicht nur willst du über Frieden und Vielfalt reden, sondern einen Beitrag dazu willst leisten, einfach jetzt ein paar rausgepickt. Einen Blick über dein Gärtchen möchtest wagen. Also es ist alles, ja, so die Wünsche, oder? So das Breite zulassen. Was ist für dich so, wenn du jetzt so vorher schaust, vorhin hast du schon ein bisschen gesagt, oder? Ja, du bist überzeugt, das Programm wird für jeden etwas haben. Was ist das, was du dir am meisten wünschst oder sagst, wenn das wirklich passiert, da, 8., 29., 30. Dezember, dann bin ich ein glücklicher Programmleiter? Ich glaube, es ist wirklich die Gottesbegegnung und aus dem heraus dann das herausfinden, was ist denn mein Platz? Wo kann ich im Moment mich einklinken in das Wirken von Gott auf der Erde? Ich glaube, wenn möglichst viele Leute solche Momente erleben an der Expo, dann bin ich happy. Dann freue ich mich. Ich selber bin als Jugendlicher, ist meine Familie, ich glaube 16 gewesen, sind wir als ganze Familie an die Expo gegangen. Und das ist für uns schon so ein wegweisender, wie eine richtungsweisende Zeit gewesen, die Tage an der Expo für unsere ganze Familie. Ja. Du hast eben das gesagt, über den Tellerrand ausschauen. Das ist genau für uns passiert, dass wir noch mal gesehen haben, wow, oh, da gibt es noch andere. Und da gibt es noch anderes, wo auch anders ist wie die Kirche, wo wir uns zwar wohlgefühlt haben, aber irgendwie dann, man hat es auch schon gekannt. Und ich glaube, das darf auch passieren an der Expo, dass man da wirklich vielleicht auch ein bisschen konfrontiert wird mit anderen Menschen, die an den Gleichen glauben, aber die es ein bisschen anders glauben. Und ich glaube, das kann mega bereichernd sein. Was ist es für dich? Ich musste gerade so schmunzeln, weil ich habe genau das erlebt. Das ist wirklich etwas Wichtiges. Ich meine, ich habe an früheren Explos Sachen erlebt, die sind wild gewesen, die sind wirklich weit über meinen damaligen Tellerrand. Und der hat einfach Kishona geheißen, weil ich groß geworden bin in einer Kishona. Und an dem ist nichts falsch. Und gleich ist es so wertvoll, wenn man Sachen sieht, erlebt, mit überkommt, wo man sich vielleicht auch nicht unbedingt selber auswählen würde. Ich glaube, da sind wir auch heute in einer Zeit, oder? Ich kann mich mit dem befassen und mit dem beschäftigen, was mich eigentlich ständig bestätigt. Also mein Algorithmus gibt mir das, was mir gefällt, was ich hören will. Und ich glaube, es liegt wirklich ein Wert drin, inspiriert zu werden durch Sachen, die ich erlebe, die an mich herangetragen werden, die vielleicht eben über meinen natürlichen Tellerrand sind, über meinen Handy-Algorithmus oder meine Gemeinde oder mein Umfeld. Und dort muss ich dann auch nicht alles nehmen. Aber es können spannende Sachen passieren, dass ich plötzlich eine Inspiration sehe oder bekomme, wo sonst nicht passiert wäre, weil ich mich sonst nur immer selber bestätige in dem, was ich schon glaube oder schon denke oder meine. So sieht die Welt. Ich glaube, das ist ein Benefit. Da bekommt man fast ein Überraschungsmenü serviert, oder? Weil sonst stellt man sich ja häufig eben gerne selber zusammen. Ja, in diesem Bild. Ja. Das ist sicher so, ja. Und ich glaube, dort haben wir eine gute Mischung aus, hey, wir bleiben dann schon bei ganz vielen Punkten, die uns irgendwie auch nahe sind, die uns irgendwie bekannt vorkommen, wo nicht, also jetzt beispielsweise im Worship ist ja dann nicht alles neu und alles abgespaced und alles, wo mich alles challenged, sondern bei 80% bin ich einfach glücklich dabei, weil das sowieso so ist, wie es auch in meiner Church läuft. Und dann kommen aber noch 20% dazu, wo noch mal ein bisschen neu ist, wo mich vielleicht auch ein bisschen stretcht. Und ich glaube, so fühlt es sich nicht nur in der Kunst an, sondern während der ganzen Expo. Wie kann ich denn jetzt schon einsteigen in das ganze Explo-Erlebnis? Oder einfach, dass ich, wenn jetzt da Leute zuschauen,
zuhören, die maximal einfach Teil davon werden. Was mache ich? Du hast es vorher schon angesprochen, die Podcast-Serie, wo man da schon mal ein bisschen in die Themen eintauchen kann, wo die Eli Mailänder und der Michi Girgis zusammen mit dem Boppi so einen Podcast aufgenommen haben. Das wäre sicher ein guter Einstiegspunkt. Und sonst anmelden. Es gibt Tagesticket, es gibt 3-Tagesticket. Ich würde wirklich empfehlen, die ganzen 3 Tage, weil es ist schon eine Reise, die wir machen. Die ganzen 3 Tage mit dabei sein, es lohnt sich wirklich. Also, ich bin jetzt seit dort als 16-Jähriger bin ich an jeder Expo gewesen, die es seit dort gegeben hat. Und es ist jedes Mal für mich so eine Zeit, wo ich gesagt habe, hey, wow, so gut bin ich da gewesen. Zum Glück habe ich das nicht verpasst, obwohl ich im Vorfeld jetzt nicht jedes Mal so Lust darauf hatte. Ich glaube, es geht noch vielen so, aber eben darum am besten anmelden, dabei sein, am besten alle 3 Tage. Wenn das nicht möglich ist, gibt es eben auch Tagestickets. Bei dir, Tamara, du hast natürlich auch einiges an Explore-Erfahrung schon sammeln oder an Grossveranstaltungen schon miterlebt. Jetzt habt ihr aber ein Zeitchen eigentlich, ich weiss nicht, wie lange ist es jetzt dazwischen? Explore, wir hatten noch während Corona ein Spezialformat, oder? Und dann das in Zug war, kann ich mich erinnern, ist auch ein bisschen... Die letzte ordentlich 2017. Ja. 2017 gesehen. Ist man doch ein bisschen nervöser wegen dem mal? Nein. Nervosität, ich glaube, das wäre Angst ist immer der falsche Treiber. Ich finde, es ist eine natürliche Spannung im Vorfeld von so einem Event. Es ist eine Vorfreude, es ist ein wieder reinkommen, weil natürlich auch viele es noch nie erlebt haben. Oder für viele ist es neu. Es sind nicht alle alte Hasen. Und das ist eine Challenge. Aber nein, ich glaube, eine gute Spannung und eine gute Vorfreude. Wunderbar. Danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt, wo es wirklich so ein bisschen tough wird und noch Hektik sicher in gewissen Bereichen aufkommt. Kann man vorstellen, bei euch beiden da wird es jetzt lange Tage geben, wo ihr noch dran seid, aber ich denke auch, es lohnt sich sehr. Ich freue mich auch, dass wir als Live nicht Hotel dürfen einfach sein von dem Ganzen. Ich kann jetzt sogar noch so Aktivitäten an den Nachmittag machen mit LiveNet-Talks direkt an der Explo, oder? Also. Genau, über die haben wir gar nicht geredet. Also das ist auch etwas Spezielles. Du kannst am Nachmittag von 30 verschiedenen Aktivitäten, eben eins davon sind die LiveNet-Talks, auswählen, was du besuchen willst. Und das ist mega vielfältig und das ist ja dann auch nicht nur zuhören, sondern da erlebst du auch irgendwie etwas oder gehst auf einen Stadtspaziergang mit einem Obdachlosen beispielsweise, mit einem ehemaligen Obdachlosen und der Heilsarmee oder du gehst an ein Schlafkonzert. Und einfach, da gibt es ja dann auch Sachen, die du so erleben kannst. Genau. Das freue ich mich auch. Cool, haben wir das auch noch verwünscht, genau. Und dann gibt es auf jeden Fall auch eine App und man kann das alles entsprechend auch recht einfach finden und sich drinnen orientieren. Also wie man sich ein bisschen gewöhnt ist, der Teil sicher. Danke ganz herzlich noch einmal euch, dass ihr auf Bern seid, einen kurzen Einblick geben, noch einmal jetzt, was eben uns dort erwartet. Und einen rechten Teil wissen wir ja alle noch nicht, was jetzt da wirklich entsteht und was für Berührungen das eben dann entstehen können für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für auch alle, die vom Staff drin sind. Und ja, das strecken wir uns aus, das, was Gott vorhat. Danke vielmals dir, Marc, als Programmleiter, danke dir, Tamara, und euch auch ganz viele noch kreative, coole Momente mit Central Arts. Ich bin gespannt, was wir dann zusammen erleben. Danke euch für euer Interesse und eben explo.ch ist die Adresse, die ihr kennen müsst. Und alles Weitere, wie gesagt, schaut noch mal ein bisschen rein bei den Podcasts, die wir schon gemacht haben, wo wir so ein bisschen auch über Glaubensspannungen und was heisst das genau diskutiert haben. Und eben, wenn man sich da wieder trifft an einem Ort und Andersdenkende kommen da zusammen, wie findet ihr das auch und was habt ihr noch für Kommentare dazu, dann gebt uns das auch gerne noch rein. Dann könnt ihr die andere Podcast-Serie auf dem Explo YouTube-Kanal noch in Ruhe anschauen und warm werden für die Explo. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.